Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mal wieder nicht alleine. Ich habe einen Gast, der schon mehrere Mal hier war. Und zwar Nudel. Hallo, ich bin auch wieder mal da. Meine Schwester. Wir haben gerade vorher... Sorry, ich muss es noch erzählen. Das war so lustig. Für die, die es nicht wissen, ich glaube, wir haben es noch nie irgendwo gesagt, oder? Wir haben eine Übernahme für uns. Ich weiß gar nicht, wieso, aber wir nennen uns... Wie nennen wir uns? Nudel nennen wir uns. Nudel. Und es ist so lustig, weil ich bei dem Challenge, ist jetzt schon ein bisschen länger her, wenn ich gehe Charlie und die Schokoladenfabrik im Kino schaue und das heisst eben auch ein Girl Nudel. Und dann gibt es einfach einen Song, wo der Dude über die Nudel singt. Oh, der war gerade wirklich richtig funny. Oh, das ist so lustig, ich muss ihn kurz laufen lassen. Es ist einfach lustig. Warte, ist es genug laut? Das ist sicher viel zu laut. Oh, warte. Ich hab's, Nudeln. Hör dir das an. Nudel, Apfelstrudel. Oh Mann! Okay, lange. Lange. Auf jeden Fall, er singt einfach, das ganze Lied ist eigentlich Nudel. Ja, es ist lustig. Ja, ich glaube, es ist jetzt vorher ein bisschen lustiger gewesen, als vielleicht die Ja. Du musst vielleicht das Mikrofon an deine Fresse heben. Ja, okay, sorry. Ja. Wann bist du das letzte Mal in meinem Podcast gewesen, Bro? Ich weiss es gar nicht mehr, ich bin ja schon lange nicht mehr so... Videos? Machst du jetzt auch nicht mehr? Machst du regelmäßig? YouTube-Videos? Schaust du meine YouTube-Videos nicht? Nein. Aha. Nein, ja, ich mache ab und zu noch Vlogs. Ich bin jetzt nicht so regelmäßig, aber ich habe eigentlich gesagt, im Sommer will ich wieder ein bisschen regelmäßig sein. Mein Ziel ist eigentlich immer noch wöchentlich, jeden Sonntag, aber ich habe es bis jetzt noch nicht auf die Reihe gebracht. Ja, Aber willst du wieder mal ein YouTube-Video mit mir machen? Ich weiss nicht. Weißt du, nachher kommen mich irgendwie die Leute wieder, ich hasse das. Irgendwie so. Schon? Ja, es ist so Erkennen sie sich unangenehm. Ja, früher war ich irgendwie... so unangenehm gewesen, teilweise. So komische Leute dann auch so... Hast du eine Story? Ja, also früher, wo ich noch in den 16er-Club war, wo ich noch 16 war, habe ich auch noch viel bei diesen Videos mitgemacht. Ja. Und dann dort sind immer so Leute zu mir gekommen und ich habe eigentlich gar keinen Bock auf die gehabt. Oder ich habe so gemerkt, so, die reden so heimlich über mich. Nachher habe ich halt so gesagt, okay, ich bin jetzt halt weniger in deinen Videos dabei und jetzt... Nachher ist es gegangen, jetzt geht es voll easy. Aha, also haben sie mehr über dich geredet, dass das zu dir gekommen Ja, oder? teilweise dann schon. Oder so, du hast richtig gemerkt, so, die erkennen dich und so. Aber das finde ich eben eher mehr, also ich finde es auch nice, wenn jemand einfach zu einem kommt, als so obviously über einem redet, so als wäre ich nicht da. So, also wie... Oder so kleine Kinder dann, die dann so extra so heimlich tun, dabei checkt man es ja. Also Aber das ist ja in jeder Situation so, also wenn ich jetzt irgendwo im Bus hocke und ich rede über eine Man Frau, merkt's weil einfach, sie, keine Ahnung, irgendwie wegen, weiss doch nicht, irgendetwas anderem, das merkst du doch einfach. Ja. So, und irgendwie verunsichert dann das dann so ein bisschen. Darum ich es auch lieber, wenn man einfach zu einem kommt, weil ich dann mich so beobachtet fühle. Aber Ja. schön, dass du gleich einen Podcast mit mir machst. Ich habe aber das Gefühl, so YouTube-Videos werden gar nicht mehr so viel allgemein angeschaut, oder schon? Also, Ja, also... so früher hat es doch immer so Challenges gegeben. Ja, und früher so. war es schon mehr so YouTube-Zeit gewesen. Mit TikTok hat sich schon viel mehr so zum Kurzformat geändert. Ja, darum habe ich das Gefühl, so, du machst ja immer noch so viel so Challenges, hast du trotzdem nachher noch weitergemacht. Mhm. Die Leute haben es zwar aber noch gefühlt, aber ich habe das Gefühl, Ja. so, sonst ist das gar nicht mehr so beliebt. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt es wieder ein bisschen mehr auf. Also, ich merke irgendwie auch selber, dass ich es wieder geil finde, einfach längere Videos anzuschauen und nicht mehr so Bock habe auf das Kurzformat-Ding, wo mich so komplett das Hirn wegballert Ja. mit Dopamin, wenn ich auf TikTok bin. Sondern lieber einfach so ein Video länger schaue. Irgendwie Ja. so. Ja, voll. Ja, voll. Genau. Vor allem ist es ja schön, dass ich irgendwie nach 50 Jahren endlich wieder mal daheim bin. Ich habe das Gefühl, ich bin nie... Vermisst du mich eigentlich? Sag Ja, jetzt nicht es- Falsches, Alter. Ja, also irgendwie schon, aber ja, es ist ja voll okay so. Also, ich finde deine Wohnung auch mega geil irgendwie. Und Ja. auch dort übernachten. Ich habe jetzt Stimmt, erst mal, darf man das sagen? Ja. Dass du Party in einer Wohnung gemacht hast? ja, ich finde es halt mega praktisch. Ich bin allgemein so ein richtiger Zürich-Mensch. Und wenn ich dann würde in den Ausgang oder mit Kollegen einfach sonst irgendwo her würde gehen am Abend, könnte ich einfach zu ihr gehen. Und das war so entspannt gewesen. Und ich bin sowieso, es ist so, ich finde das so angenehm, so, ich und Amelie, also ich bin mit meiner Kollegin, ja, wir sind go schlafen, sie ist halt auch dann dort übernachten. Ja. Nachher haben wir das Fenster extra ein bisschen offen lassen, nachher haben wir so die Tram so gehört und so. Wir haben beide gesagt, wow, das war so beruhigend gewesen. Lol, wie Dass du die lustig. ganzen Autos noch hörst und so. Ja, ich finde das eben, ich weiß auch nicht, ich bin
schon beides. Ich finde Land geil. Also ich muss mir vorstellen, wir sind jetzt so, unsere Familie wohnt so schon Land. Also wir haben neben unserem Haus eigentlich eine Kuhweide, oder? So, der Vibe. Aber gleichzeitig wohnen wir auch so an der Straße. Also es ist wie, wir haben so ein beides. Nicht komplett wohnen wir auf den Alpen, aber gleich schon in einem Kaff. Und jetzt so in Zürich wohnen ist halt wirklich so, es ist immer etwas los. Da freust du dich, wenn mal ein Jogger vorbeiläuft. Und bei mir in Zürich ist so, mal wieder Polizei und dann gibt es irgendeinen Unfall und keine Ahnung so und eine Demo und ich weiss auch nicht, was da alles läuft. Das ist schon geil. Ich fühle das eben auch, wenn etwas läuft. Ich eben auch voll und auch zum Pennen, es ist immer etwas gelaufen. Ich weiss auch nicht, ich finde das so entspannt irgendwie. Darum, ich würde schon gerne mal kommen, ja. Das ist cool. Aber wie fühlt sich das an, bei der Schwester auf Besuch sein, Alter? Weil es ist ja wie so, du bist auf Besuch, aber es ist ja deine Schwester. Ja, aber ich finde es nicht speziell anders so. Schon? Ich find's nice und ich bin eigentlich stolz, wenn ich kann sagen, so, ich gehe zu meiner Schwester. Wirklich? Ja, ich weiss nicht, das fühlt sich irgendwie gut an, keine Ahnung. So ein Flex. Ja, es ist so ein Flex. Vor allem, dass du noch in Zürich wohnst und so. Ja. Ich dachte, wow und so. Wirklich? Ich habe ja meine Party, meinen 19. Geburtstag, habe ich bei ihr gefeiert. Also, Jetzt ja. gerade, wann war es? Am Samstag? Ja, gerade am Samstag, und das war mega cool. Gerade beim Match, stimmt. Ja. Ja, und die alle so, boah, die Wohnung ist so geil und so wirklich? schön und so, ja. Ja, wie herzig. Ja. Oh, das freut mich voll, das hast du gar nicht gesagt. Ja, das habe ich gar nicht gesagt, das fällt mir auch jetzt. Aber irgendwie, also wir haben so eine Zweieinhalbzimmerwohnung, die eher klein ist. Und das sind, wie viele sind ihr jetzt eigentlich gewesen? Etwa 14, schätze ich jetzt, 15, keine Ahnung. Haben die jetzt wieder Platz gehabt? Es war voll easy gewesen im Fall, Echt? ja. Okay. Also voll easy gegangen. Ja. Und ich finde das entspannt. Also lieber ein kleiner Raum mit zu vielen Leuten als so ein grosser Raum mit zu wenig Ja, das Leuten. stimmt. Boah, gerade bei Partys. Alter, ich Eben, schwöre. und darum war es eigentlich voll easy gewesen. Und Ja. alle haben auf dem Sofa ein bisschen chillt, ein paar draussen und so. Es ist voll aufgegangen und es war mega nice gewesen, ja. Ja, aber das ist echt so das Ding. Ich bin ja schon an einer Party gewesen, das ist gefühlt die Turnhalle, die die gemietet haben. Dann ist es auch so unangenehm. Ich weiß auch nicht. Es gibt so bei Partys müssen so 3 Sachen stimmen: die Leute, die Musik und der Raum. Und wenn das stimmt, dann kann die Party einfach gut werden und ja. Ja, aber ich finde es allgemein schwer, wenn du eine eigene Party machst und so. Ja, true. Ja, das machen auch viele von meinen Kollegen, die einfach einen Raum mieten und niemand kennt sich. Keine Ahnung, ich finde das mega schwer. Also Aber was, niemand kennt sich? ja, also weißt du, wie wenn ich jetzt einen Raum miete und dann einfach alle Leute, die ich halt kenne, aber die kennen sich nicht. Und dann ist es auch mega ein bisschen unangenehm. Also es war bei mir halt auch ein bisschen so gewesen an meiner Party. Die haben sich zwar auch noch nicht gekannt, aber nachher ist es dann schon gegangen. Aber am Anfang ist es immer so ein bisschen so... Ja, das stimmt. Ja. Ich schaue eigentlich meistens immer, wenn ich so Leute einlade, dass ich immer, wenn ich jemanden einlade, dass die Person dann auch noch irgendjemanden kennt. Oder dann jemanden könnte mitnehmen, weißt du, so oder so. Ja, voll. Irgendwie. Aber die kleben dann einzeln. Also wie, Das stimmt. Ich finde es schwierig. Ich finde es auch so schwierig. Das habe ich auch so schwierig an meiner Geburtstagsparty gefunden. Ja, aber bei mir war es jetzt einfacher gewesen, weil ich am 18. schon etwa den gleichen Leute hatte. Ja, fair. Darum war es gut gewesen, ja. Ja, du hast mehr konstante Friends als ich. Nein. Das ist mir aufgefallen an meiner Party. Das ist ja mega blöd, aber jeder, der in diesem Raum geguckt ist, bin ich weniger lang befreundet gewesen, als ich mit dem Can zusammen bin. Ah, was? Ah nein, außer Zara. Das stimmt. Ja. Sie ist meine Kindheitskollegin. Aber sonst... Ja, Einfach jeder. Bei mir sind es auch so random Leute, also keiner mehr wirklich von der SEK, also Ja. niemand ist von der SEK gekommen. Einfach die Leute, die ich von Zürich kenne, von Ausgang oder sonst irgendwo. Hey, das ist so krass eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, ja. 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 Ich finde es eben auch krass, weil also es gibt so viele, die wirklich so Kindergartenkollegen haben und so. Und eben außer Zara ich niemand. Wo ich so seit dem Kindesgib befreundet bin. Irgendwie hat sich das alles so verflossen oder irgendwie... Weißt du, jetzt habe ich viel mehr Friends, wo auch wie mit mir viben, mit allem, mit einer Einstellung, mit dem gleichen Hobby und keine Ahnung was. Und ich glaube, wenn du so Leute triffst, die in der Schule befreundet bist, da musst du irgendwie auch mega Glück haben, dass das Ja, aber so passt. man ändert, Also, auch so lange. man ändert sich halt selber auch und irgendwie so. Ja. Die Leute, also ja, Man sagt, man verändert sich alle 7 Jahre. schon, ja. Ja, voll. Ja, was war noch? Der Schweizer Match war noch, Alter. Wir haben letztes Mal, habe ich glaube 2-2 geschätzt und der Can hat 2-1, es war jetzt 1-1 gewesen. Aber, oh ja, das muss ich noch erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt habe. Es ist ja, die Schweiz ist jetzt im Viertelfinale. Und ich kann einfach den Match live schauen. Was? Ja. Wirklich? Der nächste gegen England? Ja, Alter, in fucking Boah, Düsseldorf. krass. Oh, ich freue mich so fest, Alter. Wenn es jetzt einfach spontan irgendwo über irgendwas Boah, da Tickets würde ich auch bekommen. gerne. Oh mein Ja, Gott. es ist so, also ich freue mich so fest, wirklich. Ja, also ich bin richtig... Ja. Ich glaube, das ist so, egal ob wir gewinnen oder nicht, aber Bro, im Match, wenn wir gewinnen, dann einfach wenn man das erste Mal kommt die Schweiz ins Halbfinale, das ist noch nie passiert. Würde man Also das das live wär erleben. Und ich habe das Gefühl, das Jahr, also
die Idee, man könnte Es könnte wirklich sein, es die Schweizer könnte spielen wirklich gut. sein. Ja. Es ist wirklich nicht schlecht. Ja. Voll darum, ich bin sehr hyped, also wirklich, Boah, oh mein Gott, ja. ja. Sonst, was hast du noch für Lebensupdates? Ja, sonst, ja, ich hatte noch ein paar Prüfungen, Kompetenznachweis und so Zeugs. Ich bin sowieso jemand, der auch ein bisschen Prüfungsangst hat und darum ist es mir schwer gefallen, aber ja, es war eigentlich gut gewesen. Ja, ich weiss, ich vergesse immer das Das Mikrofon und die Fresse Es eben. ist eigentlich schlussendlich gut rausgekommen, aber trotzdem, ich bin so jemand, der halt einfach ein bisschen länger braucht mit dem. Und ja. Also was, jetzt hast du einfach Abschlussprüfungen gehabt, oder wie? Nein, eben nicht. Also einfach so normale Prüfungen oder also einfach so... Aha, willst du vielleicht schon sagen, was du machst im Leben? Aha, also ja, ja ich mache die Lehre als VG, und, also Fachfrau Gesundheit, für die nicht wissen, was das heisst. Und ja, und da gibt es halt jedes halbes Jahr, musst halt so eine praktische Prüfung machen und ja, von dem haben recht viel Angst auch. Und ich bin halt auch jemand, der recht Respekt vor dem hat, aber ja. Also hast du jetzt, wie läuft so eine praktische Prüfung ab? Ja, also bei mir haben jetzt meistens so 2 Leute einfach zu, wie es du machst, und du musst halt einfach alles richtig machen und die machen dann Notizen und sagen dann nichts und so. Ich bin sowieso jemand, so, wenn jemand mir zuschaut und dann einfach nichts sagt und einfach Notizen macht. Boah. Aber also bist du wie mit Menschen, jetzt zum Beispiel mit jemand Altem oder so, musst irgendwie den... Ja, genau. Und dann wie nebenbei hocken. Ja, die also Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung musst du auch alles richtig machen und nachher dokumentieren und ja, genau. Krass. Aber hast du auch schriftliche Prüfungen? Ja, also Dokumentation halt einfach, aber also ja. Und jetzt hast du alles fertig, alle Prüfungen? Ja, also nein, also es ist einfach eine Prüfung, also ein Kompetenznachweis in einem halben Jahr. Und, Also es ist nichts mega Spezielles, ich glaube, du wärst jetzt nicht so crazy. Also weißt du, wäre ich jetzt schlecht gewesen, wäre es schlimm gewesen, weißt du. Es ist ja so, ja. Sorry, hast du einen Zahnstein? Mir fällt das jetzt auf. Ja, ich habe einen Du hast auch einen Zahnstein gemacht? Nein, das hebt wahrscheinlich einen Tag oder so, 2 Tage. Aha, lol. Du bist auch einfach so vor 3 Wochen random, hast einfach ein Nasenpiercing auf einmal gehabt. Du hast auch sehr viele Ohrlöcher auf einmal. Bro, wieso komm ich komme nicht mehr mit über, seit ich nicht mehr daheim wohne, Alter. Ah, aber geil. Ja, sorry, ich bin nur so, weiss ich gar nicht. Ja. Aber also es ist ja allgemein, wir haben, glaube ich, schon mal eine Podcast-Folge, irgendwann von 2 Jahren, wie lange machst du schon Podcast, ich weiß gar nicht, oder von einem Jahr, 1,5. Ja, haben schon wir das länger. Thema schon. Ich glaube, das ist im Fall, du bist mein erster Gast gewesen. Das war meine 3. Podcast-Folge oder so. Stimmt, ja, krass. Wo es darum gegangen ist, dass du erzählt hast, wie du die Lehre abgebrochen hast und so. Und dann sind wir dann noch kurz aufs Thema Prüfungsangst gekommen. Und wenn allgemein denke, dass es irgendwie noch ein spannendes Thema wäre. Ich muss sagen, ich kann weniger mit dem Thema so anfangen, weil ich jetzt, also erstens, ich habe seit 3 Jahren keine Prüfungen mehr. In meinem Studium habe ich keine Prüfungen, sondern da geht es einfach darum, dass ich Projekte habe, die bewertet werden. Und da ist es halt immer noch was anderes, weil so, da hockst du nicht in den Raum und hast schon Angst. Und bei dir ist es ja schon so, dass du während der Prüfung auch Angst hast, oder? Oder wie ist es bei dir? Nein, während der Prüfung eigentlich nicht. Also bei mir ist vor allem bevor ich schlafen gehe, so den Tag vorher. Zum Beispiel, wenn ich jetzt morgen eine Prüfung hätte, wäre für mich jetzt schon schlimm, weißt du. Aber ich glaube, das ist eben der Unterschied, weil bei mir ist wie so, ich habe ja nicht eben einen Tag, ich kann nicht eine Nacht vorher, sondern ich habe ja wie ein Projekt, das über mehrere Wochen läuft. Und dann gibt es bei mir ja wie, also weißt du, und wenn der Abgabetag ist, dann bin ich ja nicht nervös. Sondern dann ist es ja wie... Ja, das wäre besser. Dann wäre ich wahrscheinlich einfach den Tag, bevor es anfängt alles. Weißt du, so voll nervös. Mhm. Wo es anfängt? Ja, was hast du jetzt gesagt? Du musst eine ganze Woche? Ja, wenn es jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt 4 Wochen Zeit für das Projekt. Ja, eben dann einfach... Aber dann ist es ja wie so, ich habe zum Beispiel in der ersten Woche, weiss ich, dort geht es nur darum, dass man eine Ideenfindung hat und dann gibt es irgendwann ein Gespräch mit der Lehrperson, wo du so ein bisschen deine Ideen austauschst und die Person gibt dir dann auch noch Inputs und so. Also wie... Ja, darum ist es, glaube ich, mir... Ja, aber allgemein, ich bin, glaube ich, nicht so mega... Ich war schon nervös bei gewissen Prüfungen. Gerade als ich wusste, ich will scheiße sein und es ist wichtig, dass ich gut bin. Aber ich glaube, es ist nicht vergleichbar wie mit dir dort, wo du bist schon allgemein sehr ein Mensch, der bei jeder Prüfung, auch wenn die Prüfung noch so irrelevant ist, mega nervös ist, oder? Es ist auch so, wegen früher irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiss nicht, ob ich so aufgezogen worden bin oder so, weil ihr habt das ja nicht. Aber ich bin so, schon seit ich klein bin, irgendwie, so habe ich so schon Prüfungsangst. Ich weiss aber nicht, woher es kommt. Und ich habe das Gefühl, es ist einfach voll krass immer und ich weiss nicht, was man dagegen machen kann, wirklich. Also kannst du das mal beschreiben? Es ist einfach vor allem am Abend vorher, oder vor was hast du Angst? Also bei der einen Prüfung habe ich gar keine Angst.
Bei den anderen schon. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also bei so praktischen Prüfungen habe ich recht Angst. Ja, ich weiß auch nicht wieso. Und dann muss ich einfach immer wieder, also schon ein paar Wochen vorher darüber nachdenken und habe schon dann ein bisschen Respekt davor. Und dann eine Woche, es wird immer schlimmer, also je näher dass es dann kommt, ist es dann immer schlimmer, das Gefühl. Es sind so, du denkst echt die ganze Zeit nur noch an das und immer so negativ, irgendwie so, oh, ich schaffe es sicher nicht und so. Ja. Also vor allem bei praktischen Prüfungen in dem Fall, oder? Ja, bei mir jetzt, ja. Genau, oder so Prüfungen, die mega wichtig sind. Ja. Gut, aber das verstehe ich auch. Ich glaube, das ist... ich habe im Fall, wir haben letztens darüber geredet, über Juckt. Ich habe eine Podcast-Folge zu diesem Thema gemacht. Ah, was? Ja, darum ist es gerade lustig. Und wir haben eben am Tisch so ein bisschen darüber geredet, so... kann ich jetzt auch so... Irgendwie bei jeder Prüfung, klar, irgendwo ist es wichtig, aber schlussendlich juckt. Ja, So. eben, seit du mir das gesagt hast, also ich versuche es wirklich... Also das hat mir, glaube ich, schon geholfen, dass du mir das gesagt hast. So, ich versuche mir das einfach immer wieder zu sagen, weißt, aber es ist halt trotzdem mega schwer, weil meine anderen Gedanken, meine negativen Gedanken sind halt so stark, oder mein Overthink, ich weiß auch nicht, was es ist. Es ist einfach so stark, was es einfach sagt, so, oh, ich schaffe es nicht und so, weißt, einfach so. Aber wenn ich dann immer wieder denke, ja, eigentlich ist es juckt so nicht so, wenn es jetzt schlecht wäre. Aber wo hast du das Gefühl, dass das kommt? Einfach weil du vielleicht früher oft immer eben viel negativ, also viel schlechte Noten gehabt hast? Vielleicht, ja. Also hast du schlechte Noten gehabt früher? Ja, ich weiss noch ganz genau, einfach so wo ich in der 1. und 2. Klasse war, hat es ja noch nicht Noten gegeben. Bei uns hat es so Farben gehabt. Braun ist, glaube ich, irgendwie Erde. Und das wäre dann ungenügend. Dann kommt Wiese, das wäre dann etwa ein 4er, so genügend. Dann kommt die Sonne, das wäre gut. Stimmt, das haben wir auch Und dann blau, sehr vergessen. gut. Crazy, Alter. Und ich habe immer bei diesem scheiß Hören verstehen, habe ich immer einen braunen Punkt gehabt. Ja, stimmt, oh mein Gott. same. Vielleicht auch wegen dem. Und sonst irgendwie, ich habe das Gefühl, so ein bisschen, dort hat es ein bisschen angefangen. Ich habe immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ja. Aber ich weiß es auch nicht genau, woher das kommt. Und ob es irgendwo woher kommt. Also, weißt du, hast das ja nicht, weißt du? Also. Ja, es ist, also... Oder Papi hat aber gesagt, er hat jetzt aber auch viel gehabt. Bei Papi jetzt auch viel gehabt? Ja. Er hat mir erzählt, er hat fast nicht können schreiben, weil seine Hand gezittert hat. Ja, nein. Ja, aber ich finde allgemein irgendwie so das Notensystem... Ja, ist ein anderes Thema. Ja, was hast du noch zu dem Thema sagen? Ja, also eben, das ist einfach so, dass meine aktuelle Lage, jetzt ist gerade meine Stimme weg. Ja, eben, das wäre so, ja. Nein, jetzt kann ich nicht weiterreden. Mal. Ist es jetzt wieder nochmal, ja. So halbwegs. Willst du etwas trinken? Nein, ist schon gut. Ich kann sonst so das Wasser da unten, Nein, so seit jetzt 2 Wochen meine Stimme für den Rest vom Podcast einfach so, aber das ist ja jetzt auch scheißegal. Das ist gut. Ja, und das ist so einfach das. Ja. Ja. Genau. Vielleicht geht es ja von euch, also vielleicht geht es ja auch ein paar von euch so, die so ein bisschen das nachvollziehen Ja. können. Ja. Aber jetzt hast du Noten bekommen? Oder wie ist es gelaufen jetzt? Also das ist jetzt alles gut gelaufen, ja. Zum Glück. Aber gibt dir das jetzt so... Also wie gut? Ja, schon sehr gut. Also der Kompetenznachweis war schon sehr gut gewesen. Geil. Zum Glück. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt gedacht, so, gut, jetzt habe ich ein gutes Ergebnis, so jetzt, so, ja. Jetzt gehe ich ein bisschen besser mit dem um. Ja. Aber nicht, oder? Doch, ich glaube, beim nächsten geht es dann vielleicht besser. Ich glaube, es ist halt wie fürs Hirn, wenn du halt wie, gerade als Kind, viele negative Erfahrungen machst und eben wenn du viel schlechte Noten bekommst, dann ist es ja oft mal so, immer das Versagen, immer, ich kann das nicht. Mhm. Und kann ich dann, das ist eigentlich wie so eine Art Trauma, dass immer wieder die Angst kommt. Und ich weiss nicht, jetzt, wie das bei Mama und Papi war, weißt, ob sie irgendwie enttäuscht sind wegen deiner schlechten Noten oder so. Aber es ist einfach irgendwo wie bei dir so ein bisschen dann verankert, dass du kein Selbstwertgefühl mehr hast, dass du es auch kannst schaffen. Und dass eigentlich jetzt wie, dass es dir gut tut, also gerade in der Lehre bist du jetzt momentan wirklich eigentlich immer gut, oder? Ja, ich glaube, es hat, ja. Und ich glaube, das macht schon, das heilt es dann schon immer mehr, dass du dir selber beweisst, dass du es kannst und dass du, ja. Ja, aber ich weiss nicht, ob es auch viel so wegen dir und wegen dem Sedi, zum Beispiel auch wegen der Aufnahmeprüfungen, weil ich die ja damals beide bestanden haben und ich habe nicht. Ich glaube, das hat auch so viel eingeprägt. So, ihr seid beide Gimmi-Schüler, ihr studiert jetzt an beides und ich bin... Man vergleicht sich halt automatisch. Ich glaube, es liegt auch vielleicht auch an dem, ich weiß es nicht. Gut, Gimmi heisst nicht, dass das besser ist als eine Lehre.
So, und Ja, nur ich weil du weiss nicht schon. bestanden hast, ist es, also ich glaube, mega Schicksal. Und ich sag dir ehrlich, also weißt du, wie, ob du jetzt die bestanden hast oder nicht, sagt nichts über dich aus, ob du jetzt etwas Besseres oder etwas Schlechtes, ob du gescheiter bist oder weniger so, sondern einfach, vielleicht ist es Schicksal gewesen, dass du das nicht bestanden hast, vielleicht wärst du mega unglücklich gewesen im Gymi. Ja, aber ich glaube, so für für die jüngeren Geschwister, die schauen die halt immer so ein bisschen Nein, das Vorbild an den grösseren. Ja, Und klar. wenn die schon so viel Erfolg haben, musst du halt sagen, also shit, ich muss auch so ein bisschen, also, weißt, so Erfolg haben und so. Aber siehst du so das Gymi als Erfolg? Ja, also immer. Ich habe, also, nein, jetzt auch nicht, also jetzt schon nicht mehr, aber ich habe schon immer so gedacht, so, boah, die ins Gymi gehen, sind schon recht gescheit und so. Und meine Geschwister, die gehen beide ins Gymi so. Das war Ja, halt schon ein bisschen ein Druck gewesen für mich damals. verstehe ich. Gut, ich sag dir ehrlich, ich weiß auch nicht, wie ich das Gymi geschafft habe. Weil wenn ich so zurückschaue, ich habe auch irgendwie einfach nur probiert, irgendwie mich über Wasser zu behalten. Also wie, Ja. ja, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie schwierig. So, ich glaube allgemein das Gymi, wenn du es wirklich willst, dann schaffst du es schon. Du musst auch, je nachdem, eben, es gibt die einen, die müssen nichts lernen, können aufs Blatt schießen, machen einen Sechser, und es gibt die anderen, die 5 Stunden oder 8 Stunden, ich habe wirklich nächtelang gelernt und dann gleich einfach auf einen Vierer gehofft. So, schlussendlich, wenn man es wirklich will, dann schafft man es, aber es ist jetzt nicht, also es sagt nichts über dich aus. So. Keine Ahnung, darum schlussendlich. Ich habe auch schon mal das Beispiel gemacht, auch schon mal in einer Podcast-Folge mit gerade so Schule. So, hast du gewisse Lieblingsfächer gehabt, wo du gut drin bist? Ja, also eben so Kreativität, so Ja, ja. Zeichnen habe ich sehr gerne gehabt, Musik und so, weißt Bei du, so mir die eben auch. einfacher. Voll. Und bei mir ist zum Beispiel allgemein Mathe und Sprache, aber ich, also gerade im Gymi immer schlecht gewesen, so. Oder nein, so Geschichte, Chemie, Physik, da habe ich gewusst, ich werde absolut, auch Französisch und so, schlimm gewesen. Und ich habe es irgendwie so, jetzt im Nachhinein sage ich eigentlich so, dass einfach das ganze Schulsystem so ein bisschen aufgebaut ist mit, eigentlich nicht für jeden etwas ist. Und gerade wir, die zum Beispiel in so ein bisschen kreativ angelagt sind, für uns ist es schwieriger, weil es halt das ganze Schulsystem mehr darauf gebaut ist, auf logisches Denken und auf eben Sprache können etc. Und das ist wie so ein bisschen das Fischaffen-Phänomen. Hast du das schon mal gehört? Ja, das mit dem Baum hochklettern. Ja, dass das Genau. Schulsystem eigentlich vor allem dass es gut aussieht, wenn du kannst schwimmen. Und wenn du ein Fisch bist, dann hast du einfach Glück gehabt. Weil dann bist du gut, dann musst du nichts machen, du musst nichts lernen, du machst Sechser. Und wenn du ein Aff bist, dann kannst du nicht schwimmen, du bist einfach scheiße. Ja, aber darum haben sie so viele Fächer eigentlich. So, eben, du hast jetzt deine Fähigkeiten in Kunst zeichnen und irgendeiner, der gute Mathe ist, hat das halt nicht. Ja, Das ist halt schon wieder... aber gleich ist Kunst ist ja ein Fach so. Also ja, keine Ahnung. Und eben, ich kann zum zurückkommen, ein Aff ist dafür gut im Klettern, aber das gibt es nicht als Schulfach. Oder eben weniger oder so. Und ja, ich weiß nicht. Das ist dann halt so ein bisschen schwierig. Und ich habe das Gefühl, wir sind vielleicht beides Leute, die jetzt mehr Affen sind als Fisch. Ja. Also ich weiß es Aber nicht. ich weiss gar nicht, was wir könnte dann dagegen machen, dass es dann gleich... Also, Ja, ich finde es auch schwer. Also eigentlich wäre ja die Lösung, dass das allgemeine Schulsystem viel individueller sollte gestaltet sein und nicht so, dass jeder eigentlich genau die gleichen Voraussetzungen hat, auch aufs Alter bestimmt etc. Aber es ist halt schwierig zum Umsetzen. Gerade wenn es jetzt momentan mega wenig Lehrkräfte und so gibt, das ist mir schon bewusst. also ich habe mal gehört, es gibt einfach so, die Noten werden einfach abgeschafft, habe ich mal gehört, in irgendeinem Kanton. ja, Das ist auch nicht... das ist auch noch ein Ding, dass man sich dann halt automatisch vergleicht. Ja, das ist bei mir vor allem ja so... Also, Mhm. ich vergleiche mich ja noch öfters mit Leuten, einfach so, egal um was es geht. Einfach immer, wenn die Leute besser sind als ich, und ich mich vergleiche mit denen. Das hat mich auch mal eine Zeit lang mega belastet. Aber mittlerweile geht es jetzt eigentlich schon besser. Ja, das ist schwierig. Das, ja. Aber ich habe einfach irgendwann mal wieder eine Podcast-Folge machen zum Thema Schulsystem, weil ich finde es eigentlich mega spannend. Aber ich möchte mich gleich noch ein bisschen mehr informieren. Und ich möchte eigentlich wie auch eine Lösung Eine Lösung geben. parat haben. Und jetzt bin ich schon noch mehr am Punkt, wo ich mehr... Es einfacher ist, zum zu kritisieren, als schon eine fixe Lösung zu sagen, weil das ist halt einfach auch schwer. Ja, voll. So. Ja. Darum vielleicht gibt es irgendwann eine Podcast-Folge, wo wir ein bisschen tiefer in das Thema reingehen. Aber voll. Ja. Ja, das wäre eigentlich auch noch spannend. Ja. Aber wie lange hast du das jetzt schon? Hast du das einfach seit der 1., 2. Klasse in dem Fall? Ja, vielleicht auch früher. Also ich kann das wirklich nicht genau... Ich glaube, so Traumas oder was auch immer das ist, kann man nicht genau einschätzen, wenn es angefangen hat. Darum muss man ja genau gut überlegen, und, also wo es angefangen hat,
um das irgendwie können lösen, aber ich weiß es eben nicht. Hast du das schon mal mit deiner Therapeutin besprochen eigentlich? Nein, eben. Also Prüfungsangst doch schon ein paar Mal. Also ich rede mit ihr gerne drüber. Kann sie dir jetzt zum Beispiel so helfen, was das angeht? Oder? Ja, also sie ist eben auch so jemand, der so sagt, es juckt nicht und so, weißt du. Okay, ja. So, weißt, sie juckt halt einfach. Ich merke so, sie ist mega ein chilliger Sieg, also ich habe sie echt richtig gern. Und sie beruhigt mich halt auch, weil sie so ein Mensch ist, der so wirklich so, juckt doch nicht, weißt du, sie ist wirklich so mega entspannt. Mhm. Und wenn es scheiße gelaufen ist, dann juckt es auch nicht. Und ich bin halt so, egal was es ist, wenn es scheiße gelaufen ist, ist es schlimm. Also Ja. sagen meine Gedanken mir so, boah, du bist schlecht und so. Automatisch, egal ob es eine wichtige Prüfung ist oder nicht. Ja. Und das ist Aber halt vor so was hast du mühsam. denn Angst? Also jetzt angenommen, weiß ich auch nicht, du hast jetzt eine Prüfung und du bist schlecht. Ja, krass. Ich glaube, ich habe sogar Angst davor, dass ich mich nachher abziehe damit. Wegen dem. Also wie abziehen? Dass nachher die Gedanken kommen, wo sagen, so, du bist scheiße. Weißt du so? Also eigentlich, dass es nicht darum geht, was die Konsequenzen davon sind. Also Ja. jetzt zum Beispiel bei einer Autoprüfung, dass du sie dann nochmal müsstest machen. Oder dass es dir vielleicht peinlich ist, wenn jetzt die Leute fragen, hast du bestanden und du musst sagen nein. Sondern dass es mehr das Ding ist, dass es wie Dass an es deinem Ego, Ja. dass es du das mich- Gefühl hast, das macht dich aus. Ja. So, Mhm. crazy. Obwohl es eigentlich nur Noten sind, dass es verdammt nichts aussagt über einem. Ja. Also gerade die Schulnoten. So der Albert Einstein, der gescheiteste Mensch der Welt, die scheiße in der Schule. Das musst du dir manchmal mal so vor den Kopf halten, Alter. So. Ja. Ja. Und eben, ich bin auch mega geschieden, ich bin scheiße gewesen. Nein. Null. Nice. Ja, das finde ich eigentlich schon krass. Ich habe von Prüfungen Angst, weil ich Angst habe, dass mir nachher die negativen Gedanken gegen mich kommen, die sagen, du bist scheiße und so. Aber nur von Das dir ist- aus, nicht von anderen aus? Oder hast du auch Angst vor Dass der ich Reaktion? nachher einfach abgezogen werde wegen dem, weißt Eben, aber dass du dich selber abziehst oder dass Leute von außen? du? Ich glaube beides irgendwie so ein bisschen. Ja. Aber das Schlimme ist ja eher, dass wenn ich mich selber abziehe. Wenn ja die Leute von außen kommen, dann, also, dass sie mich dann so wie nicht jucken. Also keine Ahnung, wenn ich mich nicht selber abziehe. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja, das ist schon schwierig. Es ist mega dumm, aber vielleicht kann es ja jemand nachvollziehen, keine Ahnung. Und ja, also ich glaube, das Leben wäre schon ein bisschen entspannter, hätte ich also keine Angst vor nichts und so ein bisschen entspannt und so ein bisschen juckt nicht. Ich glaube, das Leben wäre so geil. Mhm. Ja, aber es ist halt so. Aber ich bin dran am Arbeiten und... Aber was macht es jetzt mit dir so, gibt es jetzt, wenn du gute Noten hast, auch das Gegenteil von, hey, ich kann etwas? Oder ist, Ja, also, weißt, voll krass. Mhm. Dann gibt es voll so den Stolz bei mir. Ja. Das ist schon noch crazy. Ja, aber ich glaube, also das wäre glaube bei dir auch so, nicht? Also wenn du gute Noten hast, Nein, logisch, aber nicht in dem Ausmaß. Also wie, ich glaube, bei dir ist es wirklich schon so das Ding, dass du das Gefühl hast, dass dich das ausmacht. Und dass das eine gute Note Ja, bedeutet, stimmt. dass du gut bist und gescheit bist. Und wenn du schlechte Noten machst, dann bist du scheiße und bist nicht wert. Ja, ich glaube, ich bin schon ein bisschen so mega auf das fokussiert. Hast du es noch bei anderen Sachen? Oder ist es wirklich nur bei den Noten? Ja, sicher auch. Ich weiß es gerade nicht was, aber ich schaue schon mega so auf... Ich schaue auch mega so auf Meinungen, was die Leute von mir denken, so teilweise Ja. auch. Das ist Ah halt gut, ein das bisschen- mache ich auch, Alter, übel. Ja. Ja, dann will ich eigentlich auch arbeiten, so ein bisschen, dass es mich nicht so soll jucken, was die anderen... Mhm. Also klar, das sagt, mega viele Leute sagen so, ja, mich juckt nicht, was die anderen von mir denken, aber ich habe das Gefühl, das ist... Das sucht doch jeder juckt irgendwie. ein bisschen, ja. Ja, irgendwie, also keine Ahnung. Ja. Also, und wenn schon, dann ist es geil, wenn du so viel Selbstwertgefühl hast. Aber ich habe das Gefühl, jeder ist irgendwo bei irgendetwas unsicher. Mhm. Und hat irgendwo eben sein Säckchen mit sich zu tragen. So. Mhm. Und da kannst du nicht erzählen, dass es sich 0,0,0,0 juckt, was andere über dich denken. Aber es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, was die anderen über dich denken. Zum Beispiel, also, wenn ich jetzt, das habe ich bei mir auch gemerkt, so, wenn ich am Fotos mache, bin draussen Mhm. und mit Ellie, meine beste Kollegin, macht von mir Fotos, dann juckt es mich so, dann laufen die Leute vorbei und das juckt mich jetzt wirklich nicht. Ja, das habe ich auch, Und dann, ja. wenn ich Fotos für ihr mache, sie sagt, oh nein, jetzt können wir nicht Fotos machen, nein, jetzt kommt jemand vorbei und dann wartet sie extra. Mhm. Weißt du, so, dann merke ich so, das juckt mich jetzt nicht, aber so andere Sachen, da würde es mich mega jucken. Das ist mega lustig. Ich habe genau das Gleiche mit meiner Kollegin. Sie, gut, jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich bin stolz auf sie. Aber sie hat eine grosse Hürde gefunden, etwas posten, eine Story machen. Ja. Auch wenn sie nicht mal drauf ist.
einfach etwas, oh Gott, und also wirklich so, wir sind damals so zusammen in die Ferien gegangen, weißt du wer? Ja. So das dritte, und dann haben wir so immer Bildersessions und so gemacht, und nachher auch ist so der Moment gekommen, jetzt heute Abend posten wir es. Leute, ja, so lange, soll ich wirklich draufdrücken? Weißt du, so richtig der. Und bei mir, gut, ich mache es halt auch regelmäßig so, immer Sachen posten, für mich ist das gar kein Zauber mehr so. Aber so dort habe ich gar kein Problem gehabt. Aber zum Beispiel, ich habe ein mega hart Problem zum Leute ansprechen. Also das ist jetzt ein mega gutes Beispiel, ich war gerade gestern bei dir unterwegs gewesen, und es hat so, du hast es auch, ich habe so im Nachttisch gesehen, man hat so am Stadelhof hat man so Glasse gratis bekommen, hast du das gesehen? Hast du auch eins geholt? Ja. Oder? Und es gibt so verschiedene Sorten. Und wir haben beide eins bekommen und ich habe eine Sorte Coconut bekommen. Sie hat einen mega geilen Caramel bekommen. Und ich so, Mann, ich hasse eigentlich Coconut und so. Und ich habe gewusst, ich würde nie im Leben zurückgehen und fragen, ob ich es anders darf, weil ich so Angst habe vor so Sachen. Also, da bin ich ganz, ganz schlecht bei so, ich weiß auch nicht. Und sie hat genau schon gewusst, sie so, okay, ich hol dir schnell eins, täuschen wir schnell, und dann ist sie täuschen. Einfach so, weil da hat sie gar kein Problem, so auf Leute zugehen und ansprechen, und ich bin da voll schlimm. Ja, das geht bei mir eigentlich, glaube ich, auch noch. Geht's auch? Aber das geht, glaube ich, nur bei mir, weil wegen der Lehre und so, weil ich die ganze Zeit muss mit fremden Leuten irgendwie reden. Ja, oder das stimmt. Das stimmt. Das hat bei mir so viel... Ich glaube, ich habe mich recht verändert wegen dem. Ja. Im Positiven, ja. Ich getraue mich auch viel mehr und also, ja. Geil. Viel mehr Selbstwertgefühl wegen dem. Weil ich ja darf schon, ich bin erst, also ja, ich darf ja schon zu den Leuten alleine heimgehen, ohne Begleitung. Und schon das ist für mich so mega krass gewesen, das erste Mal. Also ich arbeite in der Spitex, für die, die es noch nicht wissen. Und dort, wo ich das erste Mal allein durfte zu den Leuten heimgehen, ohne Mitarbeiterin, also die ganze Verantwortung ist auf mich gebaut. Ich hatte so Schiss gehabt. Da habe ich genau die gleiche Angst wieder gehabt, so, wo einen Tag wieder nicht schlafen konnte. Ich habe es Mami erzählt, mir war schlecht gewesen und so. Und nachher ist es nachher auch gut gewesen. Also wenn man das einmal, ich bin so ein Mensch, wenn ich es dann einmal gemacht habe, dann geht es nachher. Ja. Ja. Aber dank der Spitex habe ich eben... Also wenn du eigentlich einmal eine gute Erfahrung gemacht hast, dann ist es beim zweiten Mal einfach einfacher. Viel bei mir, also wirklich viel. Mhm. Aber dann tut dir vielleicht eben die Lehre gut, wenn du dort immer gute Noten ja, machst. So. Ja, tut mir echt gut. Ja. Auch das mit den Leuten, dass ich mich ein bisschen getraut zu öffnen, ein bisschen mit Leuten reden. Mhm. Ja, das war ja immer so ein bisschen das Ding bei mir. Dass ich eher so ein bisschen die Schücher war, so eher Eulen reden. Und ja. ich merke es auch jetzt noch, wenn ich mit meinen Kollegen unterwegs bin, ich lasse immer sie ihnen die Verantwortung geben, wenn wir jetzt irgendwo hergehen, sie sollen schauen. Ja. Ich mache es automatisch und sie machen es auch automatisch. Aber das ist, glaube ich, auch, weil du vielleicht die Jüngste bist und eben, so. das ist das. Aber es stresst mich eben, dass mein Kopf das sagt, sie machen es sowieso. Mhm. Aber ich glaube, für das musst du wie einfach mal aus dem Nest allein sein. Nur schon, wenn du die Autoprüfung mal hast und alleine das erste Mal Auto fährst, das ist einfach, du bist zwar schon immer am Steuer gewesen, aber wenn mal eine Person rechts von dir nicht mehr hockt, dann hast du das erste Mal Verantwortung. Und das ist jetzt mega gut, du bist schon selber, oh mein Gott, ich könnte jetzt einfach einen Unfall machen. Also eben, ich glaube, das braucht es halt so ein bisschen, dass man halt die Erfahrungen macht. So, dass man alleine mal... Ja. Ich habe jetzt auch, ich weiss nicht, könntest du dich jetzt getrauen, allein dem Arzt anrufen und alleine hingehen? Also ich sage dir ehrlich, ich finde es jetzt bei unserem Arzt ein bisschen weird, weil immer das Mami gemacht hat, checkst. Ja. Und dann will ich es jetzt allein machen, ich finde es einfach ein bisschen weird. Das aber wäre es jetzt ein neuer Arzt, hätte ich jetzt nicht so ein Problem, glaube ich. Weil ich kann jetzt, ich weiss nicht, seit ich ausgezogen bin, probiere ich mega mir Mühe geben, so ein bisschen über meine Hürden zu springen, weil ich eben allgemein nicht, ich tue nicht gerne telefonieren, ich tue nicht gerne auf fremde Menschen zugehen und ich weiss auch nicht, ich keine Ahnung warum, mit denen habe ich das Problem. Und bei mir hat es so 2 Sachen gegeben, wo ich gewusst habe, ich muss jetzt die Telefonate machen und ich weiss, es ist unangenehm. Also weißt, ich bin jetzt 23. Du bist jetzt irgendwie in einem Alter, bei dir geht es noch, wenn die Mami anruft und nachher mit dir geht. Und bei 23 nein, ich finde, dann geht es nicht. Ich bin jetzt schon wirklich im Alter, wo ich denke, fuck, ich muss jetzt, Alter. Und irgendwie, ich habe es jetzt gemacht. Ich habe einmal meine Spirale erneuern, weil ich sie jetzt 5 Jahre hatte. Und habe mich zum Frauenarzt anrufen und ich habe mich getraut, zum selber anrufen. Ich bin selber dort hergegangen. Ich habe mal einer Mami gesagt, dass ich einen Termin habe. Ich bin auch selber dort hin. Aber das ist, ich finde es ein bisschen, weil wir der Frauenarzt auch von Mami und alles und ja. Ich weiss nicht, ich finde es einfach etwas anderes, weil sie das jetzt gemacht hat und jetzt wenn plötzlich mir... Ja, was der Unterschied ist, ich bin halt... Also das ist wirklich ein Vorteil. Und der zweite Termin war übrigens heute, wo ich Zahnspange... Also ich hatte ja Zahnspange und habe jetzt einen Draht hinein und der ist bei mir gerissen und da habe ich jetzt wie heute erneuern. Und der Vorteil war,
dass sowohl beim Frauenarzt als auch beim Zahnarzt, ich bin dort vor 5 oder 6 Jahren das letzte Mal gewesen. Also bei meinem Frauenarzt bin ich halt vor 5 Jahren letztlich gewesen, weil ich dort meine Spirale reingepflanzt habe. Und dort bin ich, wie alt bin ich da gewesen? 19? Nein, 18 bin ich gewesen. Also wie, dort ist es nach innen gegangen mit der Mami und so, das erste Mal zum Frauenarzt. Und jetzt ist es so 5 Jahre her und darum ist jetzt wie, ist es nicht mehr komisch, dass am Anfang das Mami gemacht hat. Und dann bin ich gefragt, Bro, das ist 8 Jahre, sie hat mir gesagt, Scheiße, 8 Jahre, wenn ich das letzte Mal dort war. Es war mega lustig, als ich die so gesehen habe, ich so, oh mein Gott, das ist einfach alt geworden. Ich muss die dann auch, ich glaube, in 2 Jahren wieder machen. Die Spirale? Ich Oder habe was? die mit 16. Hast du mit 16 die Spirale gemacht? Ja. Ah, crazy! Oder? Ja, mit 16. Alter. Aber beim gleichen Arzt wie ich kann? Ja. Funny. Und ich habe nicht mal Bescheid gewusst, weißt du, was das ist. Ich habe es einfach gemacht. Ah, wirklich? Bist du nicht aufgeklärt worden, oder was? Ja, ein bisschen, aber ich sage dir ehrlich, mich hat es gar nicht wirklich interessiert, was jetzt das alles für Nebenwirkungen sind. Okay. Weil ich habe von euch gehört, die haben kein Problem gehabt. Und ich so, ja, ich habe Ja, sicher kein Problem. Ja, aber du hast kein Problem. Hat es bei dir weggemacht? Nein, aber es gibt so viele Leute, die sagen so, oh shit, und so Hormonspirale, Kupferspirale, ich nehme lieber keine Hormone. Welche, so. welche Spirale hast du? Ich habe Hormonspirale. Aber es gibt ja 2, Mirena und Kilena. Die du hast, weiss ich, nicht die grosse oder die stärkere. Ja, es gibt eben die, der Frauenarzt hat es mir jetzt gerade erklärt gestern, es gibt Mirena, die schüttet halt doppelt so viel Hormone aus wie die Kilena, die wir haben. Ja, das brauche ich. Für was sollte ich das brauchen? Eben, und bei uns, also wir sind bis jetzt noch nicht schwanger geworden, von dem her lange es eigentlich, wenn es halb so viele Hormone sind. Mirena ist übrigens mittlerweile eben die 8 Jahre eben. Mhm. Das ist darum ein bisschen länger, aber ich weiss I don't nicht. care. Ja, apropos Spirale. Ich weiss gar nicht, ob meine Gedanken und all das Zeugs ist ganz. Weißt du, wie ich sonst wäre ohne Spirale? Wäre ich echt chillt drauf? Oh, das frage ich mich auch Oder wie wäre ich drauf? Weil ich Ja, frage mich manchmal echt, bin ich nur so ein Overthink oder nur so ja. Angst und all das Zeugs wegen der Spirale? Weil das gibt ja Das will ich Hormone. gerne wissen. Das nehme ich auch unter. Irgendwann, wenn ich schwanger bin, dann ist es wahrscheinlich noch viel krasser mit den Hormonen. Aber irgendwie so, einfach allgemein, nur schon wenn sie mal absetzt ist. Ich habe sie ja jetzt ich habe sie 10 Minuten draussen gehabt, sagen wir es so, und nachher ist sie gerade wieder eingesetzt worden. Das heisst, ab dann ist sie gerade wieder aktiviert. Darum ich weiss ja nicht, wie ich jetzt wäre. So, wir haben eigentlich währenddem wir unsere Pubertät hatten, haben wir die schon reingedingelt bekommen. Schon noch krass. Aber es ist halt schon nochmal ein Unterschied zu so Pillen. Ich glaube, Pillen ist schon noch mal ein bisschen stärker. Also ich glaube, die Kilena ist schon, ich mache das sind jetzt Wild Facts, ich weiß gar nicht, ob das jetzt 100% stimmt, aber ich glaube, unsere Spirale ist die am wenigsten Hormone ausschüttet von diesen Verhütungsmitteln, die Hormone haben. Ah, was? Ich glaube es, ich bin nicht sicher. Ja. Aber ist einfach noch krass. Hat es bei dir beim ersten Mal bei dir weh gemacht? Nein, es ist ja... Ich kann nicht mal beschreiben, wie das war. Also, er hat mir das reingemacht und es hat sich einfach ein bisschen komisch angefühlt. Es hat, glaube ich, ein bisschen gepiekst. Und nachher war es gut gewesen. Und nachher hat es, glaube ich, am zweiten Tag wehgetan. Und nachher ist es eigentlich auch wieder gut gewesen. Aber ich mag mich auch nicht mehr genau erinnern. Okay. Und mega viele sagen so, ja, ich habe gerade gemerkt, wie meine Stimmung runtergegangen ist und wie meine Stimmungsschwankungen grösser geworden sind. Aber ich kann das auch nicht einschätzen. Weil ich habe jetzt beim ersten Mal, also vor 5 Jahren, als ich sie nicht da habe, haben mir eben auch alle gesagt, oh mein Gott, das ist so schlimm und ich habe nur am Mond und Sterne gesehen und ich habe gestorben vor Schmerz und ich habe so Angst gehabt und ich bin halt mit dem Gedanken rein, dass ich wirklich, er hat so angefangen und ich habe gemeint, okay, ist jetzt ein bisschen unangenehm gewesen und er so, es ist fertig und ich so, aha, das ist schon gewesen. Ich habe gedacht, der grosse Schmerz kommt noch und ich bin so überrascht, als er gesagt hat, sie sind fertig. Darum, bei mir hat es beim ersten Mal gar nicht geschmerzt. Also wirklich so das leichtes Pieksen, also weißt, nicht das Pieksen, sondern so wie auf einmal, als hättest du so Unterleibsschmerz. Also Ja, bei deinen Tagen, weißt Nein, du? bei mir war es mega so ein bisschen komisch gewesen. Schon. Ich glaube sowieso, ja, keine Ahnung, sowieso ein so ein elektrisches Zeug. Okay, nein, Man bei hat so mir... richtig gemerkt, wie da oben angetatscht ist, ein bisschen kurz. Oh, das weiss ich, ja, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Bei mir ist es mehr einfach so wie es hat sich angefühlt, auf einmal so BÄM, Unterleibsschmerzen, das hinter. Also wirklich einfach so, als hättest du die Tage. Und das war so ein bisschen unangenehm gewesen. Da war ich schon so, oh. Und jetzt beim zweiten Mal habe ich das schon viel krasser gehabt. Also wie, dort habe ich so, wow, schon fette Unterleibsschmerzen. Und nachher bin ich froh, dass ich so fertig war. Und der hat mir dann auch so aufgeholfen beim Aufstehen, weil ich so Angst hatte, dass ich jetzt umkippe. Scheisse, ja. Und also wie, dort bin ich so gewesen, nein, alles easy, weißt, alles gut und so. Habe mich wieder angezogen.
dann sind wir dann so angeguckt, um so ein bisschen reden, weil er hat noch so ein bisschen gefragt, weißt du, gibt es noch Sachen, die ich will besprechen, die ich will ansprechen. Und dort hat er so gemerkt, holy fuck, Alter. Weißt du wie? Gut, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe den ganzen Tag schon nichts gegessen. Und ich war sonst irgendwie schon so wegen anderen Sachen gestresst gewesen. Von dem her, mein Kreislauf war sonst schon nicht so stabil gewesen. Und ich glaube, das hat mich so komplett genommen. Ich weiss nicht, bevor, also, vorgestern war es. Nein, gestern. Ich bin nachher an der Theke gestanden. Oh, das erzählst du jetzt von gestern? Ich erzähle jetzt von gestern. Ah ja, ui. Und ich bin dann halt an ein Datum abmachen für die Nachkontrolle. Ich musste dort mich abstützen bei der Theke, weil ich gemerkt habe, mir macht der Schirmmesser zu, mir wird schwarz. Und dann musste ich kurz anhocken und habe mir eine Tablette gegeben. Aber also ich habe es gleich nicht schlimm gefunden. Ich glaube, es war vor allem auch, weil ich nicht gegessen habe vorher. Das war nicht so schlau gewesen. Aber ja, so war es geil gewesen. Aber was ich muss sagen, ich hatte so auf dem Heimweg dann noch mega Bauchweh gehabt und nachher am Abend gar nicht mehr. Jetzt auch gar nicht mehr. Also wirklich so, ich habe jetzt auch gar nichts mehr. Ja, also ich habe im Fall auch nicht so Problem mit der Spirale. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen von unserer Familie. Also wir haben da Das frage ich mich eben. Ja, ich glaube im Fall schon, weil eben, ich kenne viele, die haben mega Schmerzen mit der Kupferspirale. Mhm. Ja. Also eben, meine Frau hat dann gesagt, ich habe mega viel Glück, weil mir tut es bei der Geburt weniger weh. Aber I don't know. Wir werden sehen. Ja. Ja, jetzt haben wir gerade auch noch ein bisschen über das Thema geredet. Ja, so random abdriftet, aber ja, ist geil. mich hat es auch interessiert, ja. Ja, aber das finde ich schon noch spannend. Irgendwie bei dir habe ich so voll vergessen, dass du Spirale hast, weil für mich bist du immer so meine junge Schwester, Bro. Du kannst noch nicht... Du bist noch viel zu klein für die ganze ja, Thematik. Ich finde also, ich bin schon ein bisschen früh, aber ja, ist jetzt auch schon okay. Nein, aber auch allgemein, du bist jetzt... Also ich habe jetzt eben, du bist 19 geworden, das ist dein scheiß Geburtstag bei mir gefeiert. Und ich habe gedacht so, what the fuck, Alter, 19, du bist einfach auch erwachsen. Weil für mich bist du immer... Ja. Klein. Und nur schon, wenn ich jetzt irgendwelche Girls antreffe, die so sagen, sie sind 17, dann will ich immer sagen, ja, meine Schwester ist auch 17. So, nein, die ist 2 Jahre älter, Alter. Das ist so krank. Also ich finde es auch nicht so geil, ehrlich gesagt, 19 finde ich auch ein bisschen zu hohe Zahl. Aber ist auch als ich heute mit dir bin Auto fahren, ich bin so, Alter, meine kleinherzige Schwester fährt jetzt einfach Auto und ich gucke neben dran. Das ist so weird. Das ist so weird. Weil ich werde irgendwie so erwachsen, aber du darfst nicht erwachsen werden. Du musst schon meine kleine Schwester bleiben. Aber wo du das erste Mal in den Club gegangen, also wo du das erste Mal einen Freund hast, ich so, hä? Was ist passiert? Das war schon lustig. Irgendwie, ich weiss noch, es hat eine Situation gegeben, wo ich so ein bisschen Geld verdienen und mich als Babysitter anmelden. Das hast du schon mal erzählt. Nachher, ja. Nachher habe ich so in die Kommentare geschrieben, weil es steht so ein bisschen, weißt, so, erzähl ein bisschen von dir. Und ich so, ja, ich habe auch eine kleine Schwester. Also ich war dort 18 gewesen, so. Ja, die ist 14, bis wir in den Sinn gesprochen, das kannst du nicht anschreiben. Wenn du willst ein kleines Kind hüten, ist 14. Nichts! Ich habe irgendwie so im Kopf gehabt, ja, ich habe auch eine kleine Schwester. Ich kann ein Kind hüten. Aber du bist einfach kein Kind mehr gewesen. Scheiße, ja. Hättest du können sagen, ja, hast du früher noch ein bisschen gehütet. So. Ja, aber ich bin ja auch selber ein Kind. Ja, ich weiß auch nicht, einfach, ja, das ist mir so mega geblieben, weil dort ist mir hure bewusst worden, dass du einfach kein Kind mehr bist. Ja, es sind halt immer noch 4 Jahre, ist jetzt auch nicht so gross. Also. Ja, eigentlich nicht. Ich finde es komisch, weil wenn du ein Kind bist, dann fällt die 4 Jahre halt hure auf. Eben, wenn du 18 bist und deine Schwester 14, ich finde das ein riesiger Unterschied. Aber wenn ich 14 war und du 10, das war so extrem gewesen. Und jetzt mittlerweile kommen wir immer so näher. Jetzt kommen wir zusammen in den Club, what the fuck, weißt du, was ich meine? Und irgendwann merkst du es gar nicht mehr so. Man sieht es uns nicht mehr an. Wir treffen uns zum Kaffee am Sonntagmorgen, weil du ausgezogen bist, weil unsere Kinder spielen miteinander. Das ist schon weird. Ja, das ist schon das weird. ist krass, ja. 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 So ein Abtritt. Jetzt ist das Thema vorbei. Jetzt Jetzt das Thema abgeschlossen mit Spirale. Ja, welches Thema willst du wieder zurück? Nein, vorher sind wir doch... Ich weiß gar nicht, wie wir zu dem Thema Spirale gekommen sind. Oh, ich habe einfach auch nicht mehr. Zum Nein, Frauen. Ich glaube, ich habe einfach erzählt, weil ich jetzt auch selbstständig erwachsen da angerufen habe. Ah, ja. Voll abdriftet, Alter. Ja, das ist für mich... Das erste Mal... Das ist für mich so krass, wo wegen dem Nagelstudio ich das erste Mal alleine anrufen. Ja. Boah, das war für mich auch so schlimm gewesen. Ah, machst du das nicht? Machst du kein Nein, aber das war für mich auch so krass am Anfang. Aber jetzt könnte ich glaube auch easy. Ich glaube, da kannst du es ein bisschen trainieren. Ich fühle mich so hart erwachsen, Alter. Ich bin allein dorthin und ich weiß auch nicht, nur schon, dass die mich zum Teil vor 8 Jahren gesehen haben. Ich habe das Gefühl, ich bin da reingegangen und
«Hallo zusammen!» Ja, und dann haben sie nach der Adresse gefragt. Und ich so, ja, jetzt ist ich in Zürich, ich bin ja ausgezogen mit meinem Freund. Also ich weiß nicht, es ist irgendwie auch, das finde ich so das Geile am Erwachsensein, es ist so teilweise ein Flex. Ja, ich freue mich eigentlich auch ein bisschen, aber es ist halt noch schwer. Könntest du schon ausziehen? Ich glaube, ich würde eigentlich auch lieber mit einem Freund ausziehen, nicht alleine. Oder mit einer Kollegin, wenn dann. Ja. Aber ja, also ich wäre offen. Vor allem so eine Wohnung wie du hast, finde ich schon auch cool. Du musst halt auch viel Verantwortung übernehmen. Ja, das stimmt. Das was ich jetzt noch nicht so weiss, was man alles machen muss, wahrscheinlich. Bro, das Ja. könnte auch eine Folge werden, «How to be erwachsen werden». Also, auch wenn ich... Also, weil es spannend wäre, weil ich jetzt in dieser Phase bin, wo ich so ein bisschen am Erwachsenwerden bin und du noch ein bisschen... Also ich bin so ein bisschen mit drin und du bist so ein bisschen vorher, glaube ja. Ja. Da holen wir noch meine Mama ins Boot und die ist im Nachher. Nein. Aber ja. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ich weiß es gar nicht. Aber ich Und jetzt das ist langsam... Ey, das ist immer noch das Bild von dir, wo du irgendwie noch Ja! Willst du das davon? Oder? Nein, ich habe jetzt gerade meinen Laptop eben aufgemacht und es hat immer so ein Startbild von mir, wo ich 14 war, weil ich das bei meinem iPod Touching immer hatte. Ich habe eben so ein schlimmes Bild von mir, als ich 15 bin und ich weiss nicht, wie ich es wegbekomme. Ich bin da 12. Ich habe meinen iPod Touch mit 12 bekommen. Aber ich finde es einfach ein bisschen funny, ich finde es lustig. Dass das hässliches, als 12-jähriges Bild von mir an mich erscheint. Ja. Wie lange sind wir schon? Es steht, ich weiß es nicht, es steht Takt. Scheiß drauf. Willst du langsam wenn wir langsam enden? Ja. Gut, also gut. Leute, ihr habt es gehört, sie hat das Schlusswort gegeben. Gibt's noch irgendwelche Tipps jetzt nochmal zum Thema Prüfungsangst, wo du könntest weitergeben für jemanden? Eben das mit dem Juckt finde ich sehr gute Prüfung. Also mir hilft es auch, aber ich brauche eigentlich selber auch Tipps. Also ja, ich kann ja mal eben, wie gesagt, reinschreiben, ob ihr das nachvollziehen könnt. Das gibt mir sowieso, vielleicht, wenn jemand das gleiche Gefühl hat, das gibt mir sowieso, dass ich nicht die Einzige bin, weißt du? Ja, oder falls ihr auch Tipps habt, weißt du? Ja. Könnt ihr auch gerne reinschreiben. Schreibt alles rein, eure Erfahrungen, eure Tipps. Ja. Voll. Ja. Und eben, ich glaube, es ist wirklich auch gute Erfahrungen machen, das macht viel. Das kannst du natürlich jetzt nicht steuern, obviously, aber viel darüber reden, ja. Viel darüber reden. Mhm. Vielleicht auch mit einer Therapeutin darüber reden. Ja, voll. Mhm. Und aufhören mit anderen vergleichen, das bringt sowieso nichts, egal in welcher Hinsicht. Ja, das ist noch schwer. Also für mich ist das sagst du so schnell, aber das ist ja, ich weiß, schwer. ja. Nein, logisch. Ja. Aber eigentlich darfst du dich immer noch mit dir selber vergleichen. Mit deinen eigenen Leistungen. Ja, so, eben, da muss ich auch noch viel lernen, aber ja, ich bin auch dran. Voll. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne ein Like. Vergesst nicht, zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Würde ich mich sehr freuen. Ja. Und wenn ihr wieder mal eine Podcast-Folge mit der Schwester habt, könnt ihr das auch gerne in den Kommentaren schreiben. Ja, schreibt es gerne. Machst du gerne mit mir mit Podcast-Folgen? Ja, mir macht es eigentlich schon Spass, ja. Jetzt lieber als so. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir Podcast-Folge machen, dann wir meistens über meine Probleme reden, habe ich das Gefühl. Aber das mache ich allgemein, also wenn ich alleine Podcast-Folge mache, rede ich einfach über meine Probleme. Okay, ich komme es vor, die haben wahrscheinlich das Gefühl, ich weiss voll die voll die Probleme hat und was auch immer. Nein, ich glaube, die denken viel schlimmer von mir, dass ich da eigentlich auch irgendwo, also was ich alles in meinen Podcast-Folgen erzähle, das willst du gar nicht wissen. Ach so. Nein, einfach, ich rede auch voll offen über alles. So meine Unsicherheit und so. Und es braucht zwar, glaube es braucht mega Mut, um es zu sagen, aber es hilft, glaube ich, gleichzeitig auch mega vielen. Also wenn ich von anderen höre, dass es denen auch so geht, dass sie auch unsicher sind, das hilft einfach auch noch schon mega. Ja. Manchmal braucht man gar nicht immer Tipps, sondern einfach Verständnis, Ja, voll. dass man kann relaten kann. Ja, voll. Und ich glaube, durch das hilfst du noch schon mega vielen Leuten, wenn du von deinen Problemen erzählst. Ich glaube nicht, dass die da draussen denken, wow, der hure Opfer. Also vielleicht auch schon. Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht ein paar schon, ja. Also Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns am nächsten... Nein, was sage ich? Sonntag, Alter. Nächste Podcast-Folge wieder. Tschüss!